Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats, ich bin metaphysisch Beraterin und Begleiterin, Autorin von verschiedenen Büchern. Ich bin auf ein Wort geraten oder auf ein Sujet geraten, den ich persönlich extrem spannend fand, egal ob ich ihn aus spirituell-esoterischer Seite oder auch aus psychologischer Sicht betrachte. Und zwar geht es darum, das nennt sich ein Pygmalion-Effekt. Für das ein bisschen zu erklären, gehe ich mal vielleicht einen gewissen Hintergrund zu dem Wort Pygmalion. Pygmalion war ein griechischer Bildhauer, den eine Statue geschaffen hat, die seiner idealer Frau entsprach hat. Und dann hatte so viel Aspekt dran gesagt, Energie dran gesagt, dass er wirklich genau so wird, dass die Statue irgendwie nicht ein lebendig gehen ist. Man den Ausdruck als aber auch weiterhin abgegriffen gehen, so finden beim Schauer, den einen Text geschrieben hat, ein Buch geschrieben hat, ein Roman mit dem Titel Pygmalion, wo es darum geht, dass ein Blumenverkäufer oder ein Blumenverkäuferin, ich muss sagen, das weiß ich schon nicht, dass die geändert hat, par rapport nicht nur der Education an sich, diese gekriegt hat, aber auch par rapport zu den Erwartungen, die die Leute haben. Das heißt nicht Erwartungen am Sinn von, wo Druck gesagt wird, aber was in sich vorstellt, was eine Person engem mat entgegenbringt, also wie die Person kann sehen, dass die Person Fähigkeiten hat, dass die Person Kapazität hat, für sich zu ändern, dass die Person Kapazität hat, für Sachen zu lehren, etc. etc. Und an den 60er Jahren ist genau die Idee weiter abgegriffen ging von zwei Psychologen, Rosenthal und Jacobsen, die das ausprobiert haben an Schulen, wo sie also Schüler an Klasse gesagt haben, wo ein Schulmeister die gewissen Erwartungen, also setzen das Wort Erwartungen nur wirklich zwischen ganze physische, weil es eben nicht darum geht zu sagen, wir haben die Erwartungen, wir machen nur Druck, mehr am Sinn von, dass verschiedenen Schüler gegenüber gesucht haben oder gesucht und auch vermittelt haben, also an ihrer Weise mit den Leuten eben halt zu interagieren, dass die Person Kapazitäten hat für Fach zu lehren versus andere, wo da geheischt wird, nee, da haben wir kein Vertrauen daran, dass die Person die Kompetenz da ein bisschen meistern will, für mal so auszudrücken. Und das ist ein Punkt, den ich recht regelmäßig gesehen, wenn ich auf pseudo-esoterischen, spirituellen Richtungen unterwegs sind, wo Leute genau das Thema von der Erwartungshaltung eigentlich mit heranbringen. Das ist schon losgegangen, auch wo ich das Buch, was ich geschrieben habe, ja, ich weiß auch, dass ich das mit den gewissen Erwartungs-, also mit einem Pygmalion-Effekt nicht geschrieben habe, mehr an der Sprache, an der ich es geschrieben habe, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das, was ich an dem Buch beschreibe, und erster Stelle auf englischsprachigem Gebiet auch kennt, weil dort Leute schon ein bisschen an die Richtung denken. Mir ist mir aber auch genauso bewusst, dass ich dem Moment den Pygmalion-Effekt mit Rapport tun, für zu sagen, ich schreibe mal nicht auf Deutsch oder schreibe mal nicht auf Französisch, weil ich ein bisschen effektiv mit Zweifeln habe, dass sie da an denen Kulturen schon so unterwegs sind. Natürlich immer bedenken, dass sie nicht ganz oft durch Erfahrungen, die gemacht hat, par rapport zu, was für ein Bücher geht an den Gegenden, etc. etc. Aber trotzdem haben dran aus den Dingen. Das ist mir froh, zum Beispiel, was mein Buch über Tarot betrifft, also ein Spruch soll ich das übersetzen, weil sind ich der Meinung, dass französischsprachig oder das deutschsprachige Personen schon wirklich auf dem Level sind, für die dort den Dave zu verstehen, springen damit also eine Erwartungshaltung mit daran, an den Pygmalion-Effekt mit daran. Und ich will auch mal 2 Sekunden lang da rausholen, weil ich natürlich weiß, dass wir verschiedene Hunde, die mit dem höchst spirituellen Dingen unterwegs sind, sowieso soll ich nie eine Erwartung an etwas ranbringen und so weiter. Wir sind nun mal hier an auf einer Erde, wo ein Plan möchte, und ein Plan ist immer an eine Erwartungshaltung gebunden. Das können wir also schön reden, wie wir wollen.
Aber das ist extrem spannend fand, dass genau ob dem New Age Esoterik Pop-Psychologie Coaching-Aspekt des Öfteren den Level rüber könnt, wann es Klient geht, dass du Leute so ja, mir die sind nicht so weit, das begreifen die nicht. Das ist ein Satz, den ich über die letzten Jahre regelmäßig zu hören kriege an, wo ich irgendwo der Meinung sind wir wirklich richtig in der Weg. Erstens mal fand ich das extrem viel Jugement, da handelt es auf mehr wie einem Level, für mal so auszudrücken. Weil, ja, es sind eine ganze Gruppe Leute, die Sachen, die ein Coach rüber will bringen, nicht unbedingt verstehen. Mit das Leid aber Männer um Willen oder um Können, wie und dem ganz einfachen Aspekt, wie viele Leute hatten dann Chance bis dato für die umzukommen. Das heißt, weil Leute so froh heranbringen und so, ja, wie kann denn das überhaupt so machen? Wir kennen den Leute nicht leben nicht, wir wissen nicht, waren die an der Situation, an der Position für die Sachen zu lehren. Ich hatte die Chance, dass ich Eltern hatte, die 40 waren, auch auf andere Gebiete, das heißt, wo wir spazieren gegangen sind, und wir haben ein Tier oder eine Pflanze gesehen, die man nicht kann tun, dann haben meine Eltern zusammen mit uns an die Bücher geguckt, für die Pflanze an der Tier zu fangen. Aber das ist nicht fremd in dem Fall. Ich hatte für Jahre den Fall, dass ich eigentlich mal am Kant von einer dämoliger Freundin spazieren gegangen sind und das kann, dass man mir durch den Busch gelaufen einfach schnurstracks bis auf einen Platz und zu mir gesagt, ja, heute drehen wir dann rum und wir gehen heim. Ich habe mir gedacht, was wird denn noch von der Natur am Busch gesehen? Ja, wo wir zurückgekommen sind, habe ich schon gewiesen, hast du den Champignon gesehen, hast du den Moos gesehen, und hast du die Filche. Weil ich der Meinung war, auch Pygmalion-Effekt, das kann er von sich aus 40 sein, aber wenn den nicht 40 war, dann lohnt das vielleicht unter Erzählung. Und ich noch den prompte Beweis gekriegt, weil die Person, also die Mom davon, hat sich bei mir, obwohl ich mich spät beschwert, was ich mit ihrem Bauch gemacht habe, ich will die ganze Zeit dumm frohen und bestellen, ob die sich auch keine Antwort hat. Voilà, sur ça hatte ich also ziemlich sehr meine Bestätigung par rapport zu dem Punkt. Und auch das, dass ich der Meinung war, dass er kann, dass ich erwarte und dass er kann, 40 ist, nicht erwarten am Sinn von, ich werde den forcieren für 40 zu sehen, wurde gesehen, wie sehr den das abgegriffen wird, wenn er nicht einfach mal ausprobiert wird. Das heißt, die Frage, die ich dabei an den Raum stellen, par rapport zu den Leuten, die schon der Hand gehen, entweder ich kann nicht bei mich, weil ein Hilfe braucht, weil das nicht selber gebackt kriegt, weil das sowieso nicht kann, weil das sowieso nicht begreift, inwiefern mischt das aus, dass den Klient immer an einer Abhängigkeitssituation bleibt. Wenn ich aber hier gehe und schon coachen, die so, ja, die könnt du hin, weil den am Moment eben noch nicht die Fähigkeit entwickelt hat, weil er einfach an seinem Leben noch nicht die Möglichkeit hat, um irgendeine Information zu kommen, für die Fähigkeit zu haben. Es sind eben nur da, für ihm zu weisen, wie ihn die Fähigkeit entwickeln kann, für das er dann hier nur bis am Grab hat, für das Problem 3 auf 4 auch noch können zu lesen. Das ist alles, all das sind, das, was sie in der Pygmalion wird, also an der Psychologie als Pygmalion-Effekt betrachtet, wo ich persönlich fand, dass es dem anderen gegenüber auch mehr wertschätzend ist. Weil ich weiß nicht, wenn ich heute das einen Coach für Stunden stelle, ich mir die Frage, wie geht dem da gehen, wenn den ein Problem hat, und der geht bei einem Coach, und das wird der Coach dem mal direkt dahin abriert, als ja, das ist normal, dass da was schon keine Ahnung von nicht. Wir den noch nicht froh drüber. Also muss man von einem Pygmalion-Effekt schwätzen, für uns mal darauf aufmerksam zu machen, dass man vielleicht einen Klient, den er kennt, nicht direkt als inkompetent hinstellen, sondern einfach als einen, den die Erfahrung, das Wissen nach nicht tut, was mehr im Lokalen liefern, oder schwätzt man einfach allgemein davon, dass er vielleicht einfach mit der anderen Person mal soll respektvoll und wertschätzend umgehen, für das den überhaupt mal eine Basis schaffen kann, auch an sich selber schaffen kann,
für das überhaupt kann uns schaffen. Also gut nicht mal den Willen uns schaffen, weil sonst gibt die Person nicht bei Coach gehen, wir können uns schaffen, dass wir sie dann nicht vielleicht genau auf dem Trauma erwischen, den sie sowieso schon haben. Insofern fand ich die Theorie an den Gedanke vom Pygmalion-Effekt, also eine Sort von Erwartung in so schmat heranzuholen, die als schon ein falsch Bild gibt davon, fand ich extrem spannend. Aber wenn ich das noch ein Jahr auf esoterischem, an spirituellem Gebiet reinholen, wenn wir Leute tun, die darunter leben, dass wir als Realität selber schaffen, dass wir Sachen unzählen, wie können wir dann einen anderen Klient, wie ihn den nicht wirklich nicht begreifen kann oder begreifen will, unzählen, weil wir schon der Meinung sind, dass der Klient so ist. Also das ist ein Punkt, den ich von alle Seiten kann gucken und kann den irgendwo immer zu demselben Schlussfolgerung am Sinn von. Vielleicht ist es nicht immer so, wie mehr als das ausmalen, an was als Eisen Grund die andere Person von viereren schon mit der dort Lens willen zu gucken. Mit der Frau lassen ich dann den Podcast einfach mal ab, für den einen, dem anderen vielleicht mal auf den Weg zu gehen, oder weiß zu überdenken und entweder aufzuchecken und zu sagen, ja, das ist genau etwas, auf was ich aufpassen, oder als Klient, ja, das ist etwas, was mich was ich bei meinem Coach appréciieren oder was mich steuert. Einfach mal das Ganze ein bisschen sacken lassen und zu merken, dass die Gedanken an die Idee da hat, tausende von Jahren erlassen. In dem Sinn, vielmals merci für das Nachlustern, schöne Mittag, schönen Abend und eine gute Nacht.